Das macht ja der andere. Die Liste von Symbolen, die unter das seit 1993 geltende Betätigungsverbot unserer Partei erheblich aufgeweitet hat. Als würde es nicht ausreichen, dass indirekt durch Schützenhilfe bei Wahlen und dann wieder ganz öffentlich durch Waffenexport unterstützt wird die Türkei, werden jetzt Geschenke ausgeteilt, damit genüsslich die wirtschaftlichen Beziehungen weiter für Wachstum im ausbeuterischen System des neoliberalen Kapitalismus sorgen. Symbole von kurdischen Organisationen aus Syrien, dem Irak und Iran, sowie in Deutschland und Europa die gern arbeitenden Verbänden wie dem Verband der Studierenden aus Kurdistan wurden verboten. Während die Zeit reif ist, die Aufhebung des PKK-Verbotes im Bund zu diskutieren und die Entkriminalisierung von Kurdinnen und Kurden zu beschließen, beugt sich die Bundesregierung dem Dogma eines Diktators. Solche Entscheidungen zeigen, dass all die Erdogan-Kritik von der Regierungsbank nichts anderes als heiße Luft ist. Ulla Jelke, Mitglied des Bundestages von der Linkspartei, hatte gesagt, wenn die Bundesregierung das Verbot der Fahnen der syrisch-kurdischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YPG und YPG aufrechterhält, stellt sie sich direkt an die Seite des Aggressoren. Wir sollten dankbar sein, dass sich mutige Kämpferinnen und Kämpfer dem Islamischen Staat entgegenstellen. Die entschiedensten Kämpfer gegen den IS-Terror werden durch die Symbolverbote kriminalisiert. Deren Fahnen zu verbieten, ist nichts anderes als eine Anbiederung an den heimlichen Paten des IS Erdogan. Aber kommen wir zum PKK-Verbot. 1993 hat der deutsche Staat gesagt, zum Schutz der inneren Sicherheit in Deutschland verbieten wir die PKK. Ich frage die Bundesregierung, was für eine Gefahr geht von Menschen aus, die für Frieden und Freiheit und gegen die Repressionen in der Türkei und in Kurdistan protestieren? Geht nicht die Gefahr von der Bundesregierung aus, die Waffen an Saudi-Arabien, an Katar, an die Türkei und viele andere Staaten verkauft, die mit der deutschen Firma Rheinmetall eine Panzerfabrik in die Türkei erbauen möchte und somit die Produktion und das Angebot von Kriegsgütern direkt bei den Nachfragern und Unterstützern des IS ansiedeln? Geht nicht die Gefahr von der Bundesregierung aus, wenn sie für Profit wegschaut, wenn Politikerinnen inhaftiert, die Pressefreiheit mit Füßen getreten und Akademiker verfolgt werden? Aber kommen wir zu den Bildern von Abdullah Öcalan.